Moin, ich bin Luc François, ich sitze heute in meiner Kummer, hat gerade ein bisschen duscht und ich werde nur ein bisschen aus meinem neuen Buch Mein ewiger Winterfehl lesen. Das ist mein viertes Buch, wahrscheinlich Szenen rausgesicht, die relativ am Anfang spielt, als kleine Information für den Kontext. Der Protagonist ist hier nach mir jung, sitzt mit seinem Bruder, also seiner Mom, daheim an der Herberge, diese Hund. Es kommen ein paar Soldaten lernt, die ein bisschen mehr Stress machen. Seht euch nur diesen Burschen an, wie er hier von Ehre schwafelt, als ließe sich damit etwas kaufen. Im Krieg gilt das Recht des Stärkeren, und das sind in diesem Fall wir. Der Soldat legte die Hand auf den Griff seines Schwertes, und in diesem Moment sah ich mich gezwungen, selbst einzugreifen. Genug, ihr braucht nicht zu zahlen, lasst uns... Halt dich da raus, Knirps! Das ist eine Sache zwischen uns beiden. Er spuckte verächtlich auf den Boden. Ich habe dich gewarnt, dass du uns mit deinem Geschwätz in Ruhe lassen sollst. Er nahm einen halbvollen Bierkrug und schmetterte ihn gegen die Wand, was seine Gefährten als Zeichen nahmen, um sich ebenfalls von ihren Stühlen zu erheben. Das Glas zerschellte beim Aufprall und zahllose Scherben fielen zu Boden, wobei eine kleine Pfütze auf dem Holz zurückblieb. Ich hatte keine Ahnung, was sich mein Bruder erwartete, aber auch jetzt wich er keinen Schritt zurück. Im Gegenteil, er preschte nach vorne und riss den Anführer der Bande mit einem mächtigen Hieb ins Gesicht von den Beinen. Ich wollte meinem Bruder zur Hilfe eilen, doch einer der Männer stellte sich mir mit gezückter Klinge in den Weg. Als ich deshalb nach einem Stuhl greifen wollte, packte mich Mutter streng am Arm und befahl mir, ruhig zu bleiben. Obwohl ihr Griff fest war, bemerkte ich ein leichtes Zittern. Sie hatte fürchterliche Angst. Der Dritte im Bunde riss meinen Bruder mit solcher Wucht von seinen Kumpanen weg, dass er auf den Rücken fiel. Gleich neben ihm lagen die Überreste des Bierkruges verstreut, und er war nur mit Glück nicht in den Scherben gelandet. Entsetzt beobachtete ich, wie sich der Anführer wieder auf die Füße hob, sein schwellendes Auge rieb und mit wild loderndem Blick auf meinen Bruder zumarschierte. Anschließend ging alles so schnell, dass ich dem Bewegungsnebel kaum folgen konnte. Mein Bruder griff nach einer größeren Scherbe, an welcher auch der Henkel des Kruges dran war, und bevor ihn der Anführer mit seinem Schwert erwischen konnte, versetzte er diesem einen beherzten Tritt. Die kurze Überraschung nutzte mein Bruder, um selbst wieder hochzukommen und dem Soldaten mit seiner Scherbe das Gesicht entlang der rechten Wange aufzuschlitzen. Beide Männer schrien vor Schmerz und wilder Wut. Ich wollte mich aus Mutters Griff losreißen, doch sie hielt mich mit einer Kraft fest, die eine Frau ihres Alters gar nicht besitzen sollte. Ihrem Gesichtsausdruck entnahm ich, dass sie stark mit sich selbst rang, um sich zurückzuhalten. Wir wussten beide, dass es nur schlimmer werden würde, wenn jemand meinen Bruder zur Hilfe eilte. Aber sollten wir ihn denn einfach im Stich lassen? Diese Scheißkerle würden ihn töten. Ich zerrte wie ein Wahnsinniger an meinem Arm, damit nicht bald ein großes Unglück passierte. Meine Mühe war vergeblich, denn zusätzlich zu Mutters Griff hielt mich weiterhin der Soldat mit seinem Schwert im Schach. Die Katastrophe näherte sich derweil ihrem Höhepunkt. Der Anführer presste seine Hand auf die blutige Schnittwunde an seiner Wange. Seinem Kumpanen war es unterdessen gelungen, sich von hinten an meinen Bruder heranzuschleichen und ihm die Scherbe aus der Hand zu reißen. Anschließend hatte er ihm die Arme hinter den Rücken verschränkt, sodass er sich kaum noch wehren konnte. Wild zappelnd versuchte mein Bruder, sich aus dem Griff zu befreien, doch es war aussichtslos. Du willst also ein tapferer Kämpfer sein als wir. So kämpfe doch! Mit aller Kraft schlug der Anführer des Soldatentrios meinen Bruder ins Gesicht, sodass dieser einen Augenblick mit der Ohnmacht rang und den Kopf schlaff nach vorne hängen ließ. Als er sich anschließend wieder fing und seine Benommenheit abschüttelte, hob der Anführer eine Hand voller Scherben vom Boden hoch. Seine beiden Kumpanen sahen dem schrecklichen Schauspiel vergnügt zu, während sie mich und meinen Bruder in Schach hielten. Hältst dich wohl für etwas Besseres? Der Soldat spuckte ein Gemisch aus Speichel und Blut in das Gesicht meines Bruders. Seine Züge hatten mittlerweile nichts Menschliches mehr, sondern glichen einer bestialischen Fratze. Selbst bei der spärlichen Beleuchtung im Inneren des Gasthauses erkannte ich die Adern an Stirn und Hals meines Bruders. Anstrengung und Wut waren ihm deutlich anzusehen. Mutters Finger bohrten sich tief in mein Fleisch, als der Kerl meinem Bruder seine Hand mitsamt der Scherben darin ins Gesicht presste. Sie bebte vor Entrüstung und Wut. Wir bebten beide. Es war uns nicht möglich, den Blick abzuwenden. Schreie drangen durch das knirschende Geräusch aneinandergeriebener Glasscherben. An der Hand des Soldaten, dieses elenden Teufelsdieners, tropfte das Blut beider Männer herab, als sich die Scherben durch seine Hand und das Gesicht meines Bruders schnitten. Der gequälte Schrei meines Bruders fuhr mir so tief in die Knochen, dass ich seine Schmerzen selbst zu spüren glaubte. Als die höchste der drei Teufelskreaturen schließlich ihre Hand senkte, die Brust pulsierend vor Wut und Erregung, schnitt es mir den Atem ab. In den zerfetzten Überresten dessen, was einmal das Gesicht meines Bruders gewesen war, strömte Blut aus zahllosen Wunden. Vereinzelte Glassplitter klebten noch an losen Hautfetzen.
Völlig außer mir riss ich mich endlich von Mutter los, woraufhin mir der Soldat vor mir einen Stoß versetzte und mich zu Boden schleuderte. Er hielt die Spitze seiner Klinge an meine Kehle und wartete nur auf das Zeichen, zustechen zu dürfen. »Lass den Jungen am Leben, ich habe eine bessere Idee«, befahl ihm sein Anführer in beschwörendem Tonfall. Das war nicht länger die Stimme eines Menschen. Panik übermannte mich und ich musste mich zusammenreißen, um überhaupt bei Sinnen zu bleiben. Mutter brach mit einem dumpfen Aufschlag neben mir zusammen. Schließlich wandte sich der Anführer wieder meinem Bruder zu und aus seinen Zügen sprach eine perverse Freude an seinem Treiben. In diesem Krieg gewinnt nicht, wer nach Ehre strebt. Es gewinnt der Stärkere. Lass dir das gesagt sein. Er hob seine Klinge und legte die Spitze auf das Emblem an der Brust meines Bruders. Sein Kumpane wich einen Schritt zur Seite, hielt die Arme meines Bruders aber weiterhin fest verschränkt. Maden deinesgleichen haben von vornherein verloren. Dann fiel mein Bruder auf die Knie. Die Klinge wurde ihm fast geräuschlos wieder aus der Brust, aus seinem Herzen, gezogen. Und bis auf ein verstörendes Gurgeln war für einen Moment alles still. Der Körper sackte nach vorne und prallte schließlich stumpf auf dem Holzboden auf. Ich fühlte diese schreckliche Kälte und Leere, als der Tod höchst selbst leise an mir vorbeizog. Ein Sturm der Erinnerungen drang auf mich ein. Vor meinem inneren Auge sah ich meinen Bruder und mich als Kinder, wie wir auf der Weide mit dem Vieh spielten. Ich sah ihn vor mir, wie er als junger Mann erste Pläne für seinen zukünftigen Werdegang schmiedete und dabei voller Leidenschaft zu mir sprach. Seine Lippen waren blass und seine Worte nur leere Höhlen. Dann sah ich ihn wieder vor mir, am Boden liegen, das Blut langsam aus seinem geöffneten Mund tropfend. Meine Welt wurde schwärzer und alsbald nahm ich nur noch die 3 Soldaten, diese Teufelsdiener wahr, aus deren Mäulern ein widerwärtiger Gestank drang. Eine der Kreaturen hob mich am Kragen hoch und zog mich an sich heran. Verstehst du jetzt, weshalb man sich nicht mit Stärkeren anlegt? Wehte mir der alkoholschwangere Hauch seiner Stimme entgegen. Ich roch voller Abscheu jeden Tropfen, der seine faulige Kehle passiert hatte. Mir war, als müsste ich mich jeden Moment übergeben, doch mein Körper war dazu nicht länger in der Lage. Ich hing nur schlaff im Griff dieser Kreatur und konnte mich nicht länger regen. Aber ich will ein ehrbarer Kerl sein und dir eine Chance geben. Aus der Fratze drang ein verzerrtes Lachen. Abermals überwältigte mich der fürchterliche Gestank des Alkohols, der aus seiner Kehle drang. Einem Knaben wie dir werde ich nichts tun. Dazu habe ich heute zu viel über Ehre gelernt. Wieder drang verzerrtes Gelächter durch die Schwärze zu mir und ich spürte einen Schlag gegen den Hinterkopf. Der Soldat hatte mich achtlos auf den Boden geworfen. »Schnappt euch die alte Frau und sperrt sie in der Küche ein. Den Jungen lasst ihr liegen.« Schwindel übermannte mich einen Moment lang und ich nahm meine Umgebung nicht länger wahr. Das alles fühlte sich wie ein Traum an, doch es würde kein Erwachen geben. Der Tod meines Bruders war real. Diese schreckliche Welt war real. Ich wollte nur weg von hier. Irgendwann kam ich wieder zu mir und die Dunkelheit hatte sich in ein loderndes Inferno verwandelt. Beißender Qualm stieg in meine Nase und ich schob mich mühsam auf die Füße. Meine Brust schmerzte, als mich ein krampfhafter Hustenanfall überkam. Ohne Erbarmen fand ich wieder zurück in die Realität. Das Gasthaus brannte lichterloh. Dichte Rauchschwaden hingen unter der Decke und ich konnte kaum mehr etwas sehen, geschweige denn atmen. Instinktiv stülpte ich mein Gewand über die Nase und versuchte, mir einen schnellen Überblick zu verschaffen. Zu viele Eindrücke drangen gleichzeitig auf mich ein. Es war schrecklich. Nur wenige Meter vor mir lag die Leiche meines Bruders. Von irgendwoher hörte ich stumpfe Schreie und um mich herum fraß sich der Brand durch mein Zuhause. Das hölzerne Gebäude knackte und knisterte, geschwächt von den lodernden Flammen. Ich fühlte mich vollkommen hilflos. »Ruril, hilf mir!« Mutters Worte wurden von erstickten Hustenanfällen unterbrochen. Ihre Stimme war erschöpft und brüchig. Sie musste schon länger nach mir gerufen haben. Ich eilte durch das Inferno zur stabilen Küchentür und versuchte, sie zu öffnen. Der Griff war glühend heiß, weshalb ich einen Fetzen von meiner Kleidung abriss und als Schutz benutzte. Die Tür war fest verschlossen. Meine Gedanken rasten hin und her. Die Küche hatte kein Fenster. Dies war also der einzige Ausweg. Wo war der verdammte Schlüssel? Sie mussten ihn mitgenommen haben, diese Bestien. Halt durch, Mutter! Ich hole dich da raus! Ich nahm Anlauf und warf mich mit aller Kraft gegen die Tür. Doch das massive Holz gab nicht nach. Wie ein Berserker drosch und trat ich dagegen, doch ich hatte dem schweren Holz nichts entgegenzusetzen. Im Gegenteil, meine Lungen brannten und mir wurde allmählich wieder schwarz vor Augen. Ich musste mich dringend selbst aus dieser Hölle retten, wenn ich den morgigen Tag erleben wollte. »Ich schaffe es nicht, Mutter!« Anstelle einer Antwort vernahm ich ein jähes Krachen, als hinter mir ein Balken von der Decke stürzte.
Mit dem linken Arm schützte ich mein Gesicht vor den aufgewirbelten Funken und setzte meinen verzweifelten Versuch fort, diese gottverdammte Tür aufzubrechen. »Hörst du mich, Mutter?« Meine Rufe blieben ohne Antwort und ich wurde panisch. Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. In vollendeter Verzweiflung zerrte ich abermals am Türgriff. Dann warf ich mich wieder gegen das Holz und verlor schließlich das Gleichgewicht. »Mutter!« Nicht auch noch sie. »Nein, das durfte nicht passieren!« Wütend trommelte ich mit den Fäusten gegen das Holz und spürte die Tränen, die sich an meinen Wangen ihren Pfad durch den abgelagerten Ruß bahnten. Auf der anderen Seite vernahm ich ein Knacksen, gefolgt von einem dumpfen Aufprall. Das Gasthaus unterlag den Flammen und fiel in sich zusammen. Ich musste hier raus. Wenigstens mich selbst musste ich retten. Fast schon höhnisch rief mich die Küchentür wieder zu sich, als ich mich taumelnd in Richtung des Ausgangs bewegte. Das erstarrte Gesicht meines Bruders blickte mich vorwurfsvoll und mit offenem Mund an, während ich unsicheren Schrittes den Tod meiner Mutter besiegelte. Ich hatte es doch versucht. Ich hatte mein Möglichstes getan, doch ich war einfach zu schwach. Verdammt, wie konnte ich es verantworten, meine Mutter einfach ihrem Schicksal zu überlassen? Ein weiterer Balken krachte genau vor mir auf den Boden und der Schreck verstärkte mein Schwindelgefühl so sehr, dass ich hinfiel. Unerträgliche Schmerzen loderten in meinem linken Arm auf, als ich damit meinen Sturz auf das glühende Holz abfing. Bis es mir gelingen wollte, wieder hochzukommen, dauerte es einige Anläufe, und selbst mit zusammengebissenen Zähnen konnte ich das Brennen auf meinem Arm kaum ertragen. Scham und Entsetzen trugen Sorge dafür, dass ich mich so elend wie nie zuvor fühlte. Hustend brach ich zusammen, kaum hatte ich es nach draußen geschafft. Am Boden liegend rang ich nach Luft und entledigte mich der entzündeten Kleidung an meinem Oberkörper. Ich fühlte mich, als wäre ich mit flüssigen Flammen übergossen worden, doch in meiner Brust spürte ich nur eisige Leere. Alles war weg. Alles war verloren. Ich hatte das Fegefeuer durchschritten. Dies war meine Hölle auf Erden. Selbst der Himmel beweinte meinen schrecklichen Verlust. So kauerte ich nun inmitten eines zaghaften Regenschauers vor dem abbrennenden Gasthaus und sah meiner kleinen Welt dabei zu, wie sie niederbrannte. Vollkommen unfähig, auch nur annähernd zu erfassen, was an diesem Abend vorgefallen war, wurde ich abermals von der Schwärze eingehüllt. Die Welt wurde taub und leer. Ich war allein.